Wer ist Jesus? Ich will Ihnen vertrauen, wer Jesus für mich ist. Sag, wenn ich aus dem mal gefragt hast, haben wir die Roma, die, wo die und die non check. Ich habe mal eine Botschaft und ich Prediger sagt, alle Menschen wissen, wer du bist, bloß die Salz weiß es nicht. So, ich noch mich fährt oder ich würde 3 Menschen fragen, wo check ich mich non? Ich würde nicht die Nummer sagen, wem ich fragen, aber ich noch mich fährt, ich würde 3 Menschen fragen. Ich check 3 Menschen im WhatsApp. Und das Gute denkt, als ich gebe mir nicht so reich eine Antwort, aber ich habe bloß eine Antwort. Das sind die gute Dinge, die ich höre, und auch die schlechten Dinge, die ich höre. Aber was ich von der nach Ram komme, oder erstmal das schlechte Dinge, die ich habe. Die gute Dinge habe ich für jeden, was wird. Ja. So, ich glaube, das ist wichtig, dass wir noch mal Menschen fragen, wer sind ich? Unsere Menschen rammen uns weiten Ferken. Ich kann krank sein, wer wir sind, bloß wie Salz, wir wissen nicht, wer wir sind. So, das ist like, zum Sehen, wenn nach Mut haben, andere Menschen an ihnen sein Leben anchecken und sagen, okay, hier bist du gut an, hier in diese Dinge bist du nicht so gut an. So, das ist gut, hier bloß mitteilen. Und hier ist eine Frau. Wer ist Jesus? Lukas 9, Vers 18 sagt es dort. Einmal ist Jesus für sich allein am Gebet wir. Weil han het zal je maken. Einmal als Jesus für sich allein am Gebet wir. Ich stelle mir vor, der hat für Menschen geredet, der hat viel mit Menschen zu tun gehabt, der ist mir gewesen. Und das sagt er, einmal als Jesus für sich allein am Gebet wir. Ich stelle mir vor, der ist eine Wüste gewesen, irgendwo am Boy gewesen. Ich für mich, die beste Stadt zum Denken, zum Fragen, dort ist eine Boy für mich, wo ich allein sein. Ich stelle mir vor, Jesus ist so am Boy irgendwo gewesen und sagt er, einmal als Jesus für sich allein am Gebet wir, kommen sie nicht Jünger auch durchhauen. Dann früh ich an, wer die Menschen sehen, dort wir. Sie sehen Johannes der Däuper, einige sagen, die bist Elia, einige sagen, die bist einer von den alten Propheten von dort abgestoßen. Hij seht an, aber wer sei je, dort ich sie. So Jesus weiß, wer er wird. Aber ich will von den Menschen auch hören, wer er wird. So die fragt die Menschen, wer sei je, dort ich sie. So, und ich glaube, das ist gut, dass wir nach mal fragen, wer sei je, dort ich sie. Dort zusammen Menschen uns sagen, vertrauen können, wer wir sind. So, ich habe mich von der ein Thema gewählt von Faulsche Profeeten. Ich habe die waren jetzt nicht alle mitgerührt und deswegen dort wird. Aber ich habe mir das gewählt, das, was ich mir gewählt habe, das, was ich von der Wahl verbringen. Ich will hier bloß ein Ding sagen. Ich will nicht von falschen Propheten reden. Wir sind jetzt ein falscher Propheten, der und dort, und da sind falsche Propheten. Ich will hier bloß einen kleinen Geschmack geben von falschen Propheten. Und ich habe das Salz prüfen, und Salz erreichen, und Salz tiefer gruben, und Gott sie im Wort, und Salz, dass sie unterscheiden kann, wo falsch ist und wo Wahrheit ist. So, und die Ursache, wenn ich will von falschen Propheten reden, oder ist, mir ist das immer wichtig was. Ich will nicht von Gott im Wort predigen, von Gott im Wort lehren. Und ich habe ein Wort hören, den Tag, wo ich mich mit Jesus begegnen, wo ich sage, du bist ein falscher Prophet gewesen. So, du will ich immer verpassen. Du hast von klein an immer Angst vor, so will ich nicht sein. Das interessante Ding ist von dort, ich habe keine Hoffnung, ich habe kein Live, keine Wahrheit wieder an mir. Alles wird dies da an mir. Aber das eine Ding habe ich klar, dass ich will für falsche Propheten abpassen. So Matthäus 7, Vers 15 sagt, seid ihr fair für die falschen Propheten, die an Schubskleider nur jün kommen. Aber innerlich, ich will handelt sagen, die machen, dort wird innerlich. Aber innerlich sind sie rettende Wölfe. Jesus sagt, dass wir sollen für die falschen Propheten abpassen. Ich will handelt sagen, die machen, was du sagst. Innerlich
Menschen können leicht an uns kommen, Gott spiegeln, das soll eine Wahrheit hören, aber dein Hart, anderlich, wo du bist, für das soll wir abpassen. Ich weiß nicht, für was die das schwanzt, das unterscheiden, von falschen Propheten sind. Was ich glaube, für mich, was das ganz schwanzt, das zu unterscheiden, von falschen Propheten ist, wenn somebody Wahrheit predigt, haben sie das Wahrheit. Die predigt die Wahrheit und falsch. Wenn falsch ganz, ganz dicht um Wahrheit kämpft, du ist sehr schwer zu unterscheiden, was falsch ist und was Wahrheit ist. Wenn somebody die sagt, du hast nicht Hoffnung, du hast nicht Vergebung, dann weit wir dort. Wenn wer falsch sein wird, dann weit wir dort. Ich habe Gott unterscheiden. Aber wenn falsch und Wahrheit so dicht bei Kampf aus was wir können, an Schotten mitgehen, du wird es schwer zu unterscheiden, was falsch ist. Wenn ich würde sagen, Jesus ist der Radar, Jesus hat deine Sinn vergeben, Jesus ist gestorben am Kreuz für deine Sinn, die stehen am dritten Tag haben, die fuhren in den Himmel, die werden steht für die. Wenn die dort lebst, dann hast du ja ein Leben. Wenn ich dir herum würde sagen, aber du musst noch denken, was du tun. So, dann wird was die rechnen. Als Jesus genug für die, ist der Leid all sagt. Jesus ist genug. Da müssen wir denken haben, dass Jesus ist genug für meine Sinn. Ich kann du nichts tun, aber wenn Jesus sagt, dass ich für die gestorben bin, du allein kannst dort nicht, du willst schaffen dort. Ich weiß nicht, was die Geschichte bekannt sind von diesen 3 Männern, die Jesus will umbeten, als Jesus in Bethlehem geboren wird. Als Jesus in Bethlehem geboren wird, dann sagt er, dass kommt der Engel danach, nur Jesus, diese Schubshort, dann sagen die, dass Jesus ist geboren, in Bethlehem, in Stall. Und dann waren diese Jungs sich einig, dass die waren durchgehen, um Jesus anzubeten. So, und die gehen in den Stirn heran, und dann kommt über Herodes. Was ist Herodes? Wenn sie dort hier, dass Jesus, der Radar ist geboren, der König ist geboren. Der König, aber alle Königs, der ist geboren. Dann sagt König Herodes, dass diese Jungs gut zu haben, so dass ich auch kommen, den anbeten. Als wird König Herodes, wie dort, was sein Hort wird, aber wir bloß, was sein Mühl sehen, was seine Gedanken sehen. So, und diese Jungs stehen dort, die gehen dahin. Und wenn dort nicht Gott sein Plan wird, dort Herodes soll das Kind anbringen, dann sagt er danach am Traum, lässt Gott diese Jungs weiten, dort sollen einen anderen Weg zurückkommen. Hier habe ich bloß eine Frage. Wenn diese Jungs nicht gehorcht haben, nur Gott gehorcht haben, dann würde ich sagen, den selben Weg zurückgehen und was würde dann passiert sein? Und diese Jungs, aus sich selbst leben, die können nicht unterscheiden, wann falsch oder wann Wahrheit wird. Wenn die dort gehört haben, was König Herodes am Hort hat, am Sand hat, dann würden die sich Kleue haben. Die würden einen anderen Weg herangehen. Weil ich glaube, selbst unterscheiden können die dort nicht. Weil es viel mehr deine Wörter, deine Wahrheit, mehr Informationen zum unterscheiden, wann falsch ist, wo der König Herodes sein Hort wird. So, diese Jungs gehen treten einen anderen Weg, wie König Herodes dort antwortet. Dort sind einen anderen Weg herangegangen. Dann hat König Herodes sich gesagt. Und dann sagte laut alle Schriftgelehrten und Pharisäer hier ankommen. Das sagt er, dass die Kirche, die Pharisäer und Schriftgelehrten taub. Meine Frau ist, wenn Wort sehe, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer sollen nach ankommen. Wissen die Schriftgelehrten, dort wo Jesus geboren soll sein? Die Schriftgelehrten, die wissen alles. Die wissen Krieg, die haben die Schrift von klein und gelesen, auswendig gelehrt.
So meine Frau ist, wenn wir die Schrift auswendig lernen, wenn wir die auswendig lernen, wenn wir bloß brauchen zum gegen Gott gehen, was haben wir uns dort? Ich meine, das bin ich auch nicht verstehen, wie soll die Bibel so sehr lernen, uns auf und schmählich, aber wenn uns Hort nicht im Bereich steht ist, du hast, wo dort schief geht. Das ist sehr wichtig, dass wir dort Hort im Bereich steht haben. Diese Jungs, die wissen dort von klein an, hat die 100 gelehrt. Die trägt da im Stall in Bethlehem, da soll Jesus geboren werden. Und kann ich heraus, weil Jesus anbeten. Nur das nicht in den Plan, weil Jesus tot mehr. Wegen Wort. Wegen dann wird er sein Reich verlieren, sein Ehe. Wird er sein Regierungsamt verlieren. So, dort bringt uns einmal die Dinge, wenn wir salzgereich sind, dass wir uns Heche haben als Jesus. Dat zo'n samen dingen afgaans, krijgt es ja nicht herausholen, dass das, wenn ans Hort nicht auf Bereiche steht, ist. Das ist sehr wichtig, dass wir ans Hort auf Bereiche stehen haben. Aber der andere steht, sagt Jesus, wie soll die falsche Propheten und die Frucht haben? Ich meine, was haben falsche Propheten von der Frucht? Ich glaube, die haben keine Frucht nicht. Zu wem sagt Jesus dort, wie sollen die falschen Propheten abpassen? Sagt er dort zu einer Gruppe falsche Menschen, die nicht mal an Jesus glauben? Oder sagt er dort zu seinen Jüngern? Er sagt er zu seinen Jüngern, zu seinen Nufallen, sagt er, passen die falschen Propheten ab. Matthäus 7, Vers 16 sagt, die sollen die und ihre Frucht haben, worden Wind drüben von Hachelstruck oder Feen von Disteln geplant? Jesus erklärt sich aus einer Weinstühle, einer Weindrang. Worden Wind drüben von Hachelstruck geplant? Keine Wind drüben von Pitschenbaumplein? Keine Wind drüben von Apelbaumplein? So, du sagst, wie sollen die oder Frucht haben, als das Wahrheit? Hier ist bloß noch eine Frage. Wer ist Jesus? Wo ist ans Hort? Wer ist Jesus? Das ist sehr wichtig, dass wir ans Hort auf Bereiche stehen haben. Die Frage ist, wer ist Jesus? So, und wenn du was abkommst, kannst du mir vertellen, was Gott an deinem Leben getan hat. Ich hoffe, die ganze zum Segen. Ich will nicht alle Antworten geben, wer sind falsche Propheten. Ich hoffe bloß, wir können selbst unterscheiden, was falsch ist und was Wahrheit ist. Wer ist Jesus? Ich will Ihnen vertrauen, wer Jesus für mich ist. Aber dort will ich Ihnen erst im Bett von meiner Vergangenheit vertrauen. Ich bin eine sehr feine Familie abgewachsen. Ich war gut 11 Jahre, als ich anfangen und Sonntag auf Großweich zu gehen. Und wenn ich 16 Jahre war, wurden meine Freunde einmal mit Jungs mitfahren. Und wenn ich nicht Freiheit hatte von meinen Eltern zum mitfahren, hatte ich Angst. Ich hatte immer das Gefühl an mich, wenn ich mitfahren, das wird mit einmal ein Accident geben. Und ich würde für sure in den Accident sterben. Und ich hatte sehr Angst vor Sterben. Ich fühle, dass ich nicht reut zum Sterben. Aber dann entscheide ich, dass ich will nicht aber groß sein. Und wenn meine Freunde alle mitfahren, und ich will nicht mitfahren, und ich will nicht allein bleiben. Ich entscheide mich dann, ich will gleich mal groß sein, ich will tschüss bleiben. Und ich fange mir ein paar Freunde, die auch nicht aber groß werden. Und dann mit denen werde ich eins mal taub. Und ich fange an, mit guten Worten zu tun. Ich dachte, mit guten Worten würde ich mich vielleicht noch mal in den Himmel verdienen.
Ik voer alle zin naar Kjoakj. En ik dacht, plus met goede worten, wil ik vielleicht nog mal in den Himmel aankomen. En ik weer 20 jaar als we ons bevrienden. En ik denk dat nog, van als ik zo jong weer, dat ik wil immer oppassen, wanneer ik vertalen deed, oder dat ik wil niet met mijn vertaal irgendwem weiterdoen. En ik had ook angst dat ik mezelf trouble maken met mijn weer. En nu met eenmaal weer krijg datzelfde passiert te mij. Ik had te een persoon, even een paar andere personen wat gezegd. En ik vertrouw die persoon dat die woord voor zich houden. En nu met eenmaal wordt mij weggedaan van die persoon, even die ik dat gezegd had. En ik weer zeer veroordeeld over die persoon wat mij weggedaan deed. Ook over die ik dat gezegd had. En een zondag namiddag, we wilden slapen gaan. En ik lig in bad en ik kon niet slapen, want ik weer veel te zeer veroordeeld. En ik lig in bad en met eenmaal zag ik me door een maatstoel staan. En Jezus met die persoon taub, wat ik, over die ik zo veroordeeld werd, die stond voor mij. En Jezus zei te mij dat ik voor die persoon zou hertalen als mezelf. En ik zei, bloß dat wil ik niet doen. Ik draaide me om en ging te weer. En ik zag mijn voetsvader door een maatstoel staan. En Jezus en de andere persoon, die stond nog immer voor mij. En Jezus zei te mij, ik wil die persoon zullen vergeven. En ik wist bij daar niet mal wat vergeving meint. Want ik had het nog niemals aangezien dat mij vergeving veel deed. En ik zei te Jezus, dus die mij behandelen doen is niet recht. En dat wat ik hoorde over die zaak, wie bloß de waarheid. Ik wil je pas zeggen, wo zelfs je recht ik weer. Aber Jezus zei, ik zou naar mezelf kijken. Ik zou maar kijken wat daarmee het ging. Wanneer ik die woord vergeven, dan wordt het dat weer bloß voor mij. Dat wordt voor mijn leven fijn zijn. Zo, wenn Jezus dat zei, nu heb ik dat aan. Ik entscheid me, ik wil die persoon vergeven en ik wil die loslaten. Aber dan kan ik mezelf niet meer aannemen. Ik kan dat niet overkrijgen, dat ik niet had alle abgepasst, wat ik gezegd had. Ik wist niet waarom ik dat voorop gezegd had. En ik probeerde me te bereden dat met dit wordt mijn leven zijn van nu weer, met dit wil ik immer leven man. En ik zei te mezelf dat ik wird niemals meer wem vertrouwen wat te zijn. En een dag, ben ik uitving deed, wird Jezus wahr voor mij. En ik wil bloß bezien weggaan. En dan weer een nieuwe woonvia, ik kan er niet voorbij. Dan wil ik aan de andere zijde, en dan weer het doortouwen, ik kan er niet voorbij. Dan draai ik me om, dan wil ik bis teruggaan. En hang me weer op bis ganz dies, daardoor vond ik me aan te gruwen. Zo ik draai me terug en Jezus weer nog eenmaal voor mij. En Jezus vond aan te vertellen. En Jezus zei, dat wat mij door grootst gewezen had, dat weer wat mijn leven weer. Dat ik wil aanwenden en terugdraaien, dat weer mijn vergangenheid. En dat schaf niet, ik kan niet terug en gisteren aangaan. Gisteren is voorbij. En Jezus werd voor mij en ik kon nog niet ran. En Jezus zei mij zelfs dat wanneer mijn leven wordt stil blijven, dan word ik bloß aan de hal aankomen. En dan werd ik daar alleen, dan werd Jezus weg. En ik dacht zo, wat nu? Maar dan kwam de Heilige Geest en hij deed een ding en mijn gedanken aan. Voordem had ik mal een zeugnis gehoord van een man en de man die zei zo dit. Ik kon me niet eine zin uitdenken wat hij niet gedaan heeft. En hij vertelt wat hij zijn leven naar Jezus geeft, wat hij de rading aanneemt. En dat moet ook 100% zijn voor mij. Bloß dan, als ik dat zeugnis hier, dan geloof ik nog niet dat ik een zender weer.
Wenn ich noch in der Jugend aber groß wird, dann wird noch mal vertalt, dass für gewisse Sünden wird nicht Vergebung. Und dort wird mir durch das Zeugnis ganz klar geworden, dass für alle Sünden wird Vergebung. Alle Sünder können gerat werden. Aber wenn ich da noch nicht glaube, dass ich ein Sünder wird, nun bin ich das noch nicht an. Nu dat Jesus mir gesagt hat, ich werde auf dem Weg naar de hal. Und dat der Heilige Geist mit dem Zeugnis von 3 in meine Gedanken gebracht. Zeg ik te mezelf. Jan man, die kon het weten dat die wordt in Himmel zijn. Ik word het ook weten. Ik word beden. Zo, ik had al 2 jaar gebed. En nu weer het al de 3e dag. En ik bed nog eenmaal. En ik wist nog helemaal niet als ik word in Himmel zijn. En ik zei te mezelf dat van jou waar ik niet slopen kon. Maar ik dat waar niet weten dat ik waar in Himmel zijn wanneer ik was sterven. En dat werd zo overwis. En we gingen slopen. Memo sluipbult aan. En ik zei het waar te mij. Ik wou beden. En ik bed op stilles. En ik zei bloos met eenmaal. God, ik wou niet slopen. Maar ik dat waar niet weten dat ik waar in Himmel zijn wanneer ik was sterven. En ik bed waar. En dan werd het ramen bad met eenmaal ganz vol engeltjes. En die zong zeer schön. En Jezus voert mij op de borst en zei dat ik kan vrede hebben. Ik wil in Himmel zijn wanneer ik word sterven. En toen vangt mijn leven aan te ändern. Ik hier dan op met naar de kerk varen. Nu wird mir dat niet meer wichtig. Dat ik wist dat nu, ik wil niet door die kerk, ook niet door goede woorden geraad worden. En vandaan zijn ik me immer sicher geweest. Dat wanneer ik was hastig met iemand sterven, of ik was oud worden en dan sterven, ik was in Himmel zijn wanneer ik gestorven zijn. Dat weer dan bij 1 jaar, waar ik al niet meer weer in de kerk was. En ik weer me sicher, dat ik weer in Himmel zijn wanneer ik weer gestorven zijn. Aber irgendwo dreht an mich noch immer. Dort voll sich so, irgendwo fehlt du noch. Und ich weiß nicht, was. Aber ein Tag, wir anfangen mit diesem Radio hören, durch die Jesus sich weiter umbauen, dass er will haben, wir sollen uns eine andere Kirche sehen, als wo wir das nicht einmal gewusst werden. Wo wir mehr von Jesus lernen können. Und dort wir ein Redner von dieser Kirche, wo wir dann hören dürfen. Und dort hat mich sehr abgerecht. Und ich sagte Memo, sind was in der Kirche? Alle sind auch gepredigt, hier ganz dicht bei uns, und wir wollten das nicht. Dort ich hier in dieser Kirche sein, als bloß wenn Jesus mich hier angelegt. Und das ist, wer Jesus für mich ist. Jesus hang am Kreuz in meine Stadt, mich traf am Kreuz zu hängen und bestraft worden für meine Sünden. Aber nicht der Jesus dort in meine Stadt. Und ich denke an das eine Lied, das Lied wird viel gesungen hier in der Kirche, als wir am Anfang hier in der Kirche waren. Und das Lied sagt so steht: Niemals weiß ich, wofür das kostet, all meine Sünden am Kreuz zu sein. Und das ist noch einmal ein von meinen besten Lieder. Aber ich denke fangen an, wofür hat Jesus das gekostet, für die Selbstgerechtigkeit am Kreuz zu hängen. Ich würde niemals angesehen, auch nicht angenommen, dass mir ein Radar fehlen wird und Jesus nicht hat selbst für mich tun. Ich kann nicht wieder sagen, wer Jesus ist für mich. Jesus hat mir den Himmel gegeben, während mir eine Halten traf. Und danach in das Leben hier, je mehr ich Jesus kennenlerne, der hat mir bloß immer noch was Besseres anzubieten für das Leben. Das ist, wer Jesus für mich ist. So, Dankeschön, Sohn. Ja, und das klar, wer Jesus für mich ist. Ich weiß nicht, wer Jesus für dich ist. Ich glaube, jeder, wer Jesus angenommen hat, der hat es klar für
Jesus verjünt auch aus. So in Johannes 15, Vers 5 sagt dort es der, ich sehe die Windstuur in Jesus der Ranken. Wer an mir bleibt, in eigen Arm, der bringt viel Frucht und mich kann ich nicht tun. So hier ist bloß ein Ding dort, wenn wir unterscheiden, wo falsch ist, was Wahrheit ist. Der ganz Stammste war ich, der Schwanzste war ich, zum unterscheiden ist, wo falsch ist, dass man falsch so dicht bei der Wahrheit kommt, aus mir eigentlich. Du bist der ganz Schwanzste zum unterscheiden. Der ganz Beste war ich, zum unterscheiden ist, wenn wir an Jesus sind. Wir lehnen uns an Jesus. Wir vertrauen ans Leben. Wir geben ans Leben an Jesus hinein. Wir vertrauen dort, was Jesus für uns getan hat. Das ist uns Beste, was ich zu entscheiden, so Wahrheit ist, als es falsch ist. So, Dankeschön. Ich hoffe, dass es zum Segen gewesen. Und ja, jetzt wer Jesus für uns ist. Wir wollen noch beten. So, rufen wir wieder. Ans Gott, wir danken dir, dass du so gut bist für uns. Wir danken dir, dass du leidest uns nicht an Düsternis. Von der weit wieder, dass wir eine Zeit an uns leben, wir keine Hoffnung, keine Leib, alles wird düster. Wir haben keine Freude an uns. Und dann kommst du und ratst uns und gibst uns den Himmel. Wir danken dir für deine große Leib, für deine große Genut. Gott, wir beten bloß, dass mehr Menschen können Radung annehmen, die sich vertrauen auf diese Sachen. Dankeschön, Jesus, dass wir ein Tag waren, uns mit die begegnen, die loben und preisen, die danken. Wir loben, wir können nicht sprechen, mit wie viel wird das. Haupt uns doch zusammen mit allen anderen sein. Dass du hast Vergebung, du für alles hast Hoffnung, für alles hast Hoffnung. Du bist kein einig. Dankeschön, Gott, für so gut sind uns. Der Beten in Jesu Namen. Amen. Ons heeft eine grote Freude, die von der gewählt hast, mit uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Düsternis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft merken, dann würden wir gleich noch diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Gegend bist, wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet, von unterwegs zu besiegen, wie würden die Säue anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Topklock 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr einladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auch den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.